Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder der Chris. Alles klar bei euch? Hoffe es doch. Herzlichen Dank für die tollen Feedbacks, die ich hier jeweils zu diesen Titanfall-Videos bekomme. Es ist eben schon sehr ein flashiges Game, das wirklich anders Spass macht. Sicher nicht jedem, aber mir auf jeden Fall. Und ein paar von euch ganz sicher auch. Und was wir hier sehen, ist ein Game auf der letzten Missionsmap. Das Coole hier ist ja eigentlich, dass man die zwei Teams starten nicht bei A und C, sondern eigentlich beide vis-à-vis von B, einfach gesagt. Und somit ist es immer interessant, wo bewegen sich Teams her. Es ist nicht so, dass das Team 1 immer zum C zieht und das Team 2, wo jetzt wir waren, dann immer zum A. Und darum, ich finde, die Map ist eigentlich wirklich cool. Finde ich sehr interessant, habe ich auch schon ein paar anständige Gameplays gehabt. Und das ist eigentlich auch ein anständiges Gameplay, darum getraue ich mich das auch zu zeigen. Weil gerade gestern oben, oder besser gesagt heute Morgen, so zwischen 1 und 3, das heisst von Freitag auf Samstag, bin ich noch ein bisschen solo am Zocken gewesen. Und leckt und mir habe ich auf die Fresse bekommen. Also ich habe das erste Mal dashboardet im Titanfall, weil es mich so genervt hat. Ein gegnerisches Team, das sicher 4 in ihrer Gruppe gespielt haben, zusammen getextet haben, und wenn die 4 dann alle ihre Titans hatten, ist Feierabend gewesen. Und es hat echt schon Games gegeben, wo ich es dann selber gleich reissen konnte und dann irgendwie ich als Einzelperson so viele Punkte hatte wie das ganze Team zusammen. Aber gestern bin ich echt nicht auf den grünen Zweig gekommen und da habe ich unglaublich mein eigenes Team vermisst. Ein paar von den Crown-Jungs, die hier helfen können, aber es war echt keine Sau online gewesen. Der Swiss ist eventuell früher, aber ja, wegen dem Baby, sage ich jetzt mal, und auch wegen meinen Zockerzeiten bin ich eben meistens erst zu später Stunde online. Und es müssen ja nicht nur Crown-Leute sein, der Aule hat sich so gezogen, die Xbox und das Titanfall gratulieren haben. Eventuell mal mit dir dann noch eine Runde, aber eben, es ist zum Glück nicht so leid wie im Call of Duty, wo ich finde, im Call of Duty trifft man so häufig auf Gruppierungen, dass man es echt nicht leicht hat. Im Titanfall läuft es eigentlich meistens easy, aber eben so zu später Stunde oder auch gerade am Weekend, das sind dann scheinbar die Leute, die Woche durch arbeiten online, und dann nehmen sie noch gerade ihre ganzen Kollegen mit, dass sie alleine nicht zu fest aufs Maul bekommen. Und ja, dann hat man echt eine schwere Stange. Ihr seht, ich bin hier ein bisschen am A immer wieder besuchen und zieht euch das rein. Diese Position ist mir noch nicht bekannt gewesen. Und ich finde es immer super, weil ich ja eher schon ein bisschen der Rusher bin, auch gerade im Titanfall definitiv. Fallen mir zum Teil so Spots, wo man rumhängen kann, gar nicht auf. Wieso auch? Ich will ja nicht rumhängen. Und von dem her ist es dann immer interessant, die Scheiben zu sehen, wo sie alle höckeln, und teilweise nutze ich so Positionen dann auch, weil sie schon sehr vorteilhaft sind. Jetzt hier beim Mann habe ich leider gerade ein bisschen aufs Maul bekommen. Die haben hier mit HGs und jensten Einheiten haben sie da wirklich ziemlich gepusht, und es wäre ganz geil gewesen, wenn ich den letzten noch verwünscht hätte. Aber denkst du, der denkt, er tarnt sich mal. Zum Glück bringt das entsprechend wenig. Und was ich jetzt hier mache, ist natürlich immer der Blick auf die Minimap. Ihr seht, ich sehe einen Gegner beim C, sehe aber, dass wir das A einnehmen können. Und weil ich halt einfach möglichst schnell auch will, dass Games jeweils durch sind. Ich liebe es, wenn ich euch so ein 7-8 Minuten Gameplay zeigen kann. Weil eben so ein 10-12-minütiges, wenn man vom Call of Duty auch ein bisschen kennt, das ist dann halt zum Teil schon sehr lang und auch nicht ganz so dynamisch. Also, ich bin hier wieder ein bisschen auf dem A gewesen, habe versucht, meine C4 ein bisschen intelligent zu verteilen, dass ich die auch zünden kann, wenn ich angegriffen werde. Es gibt ja auch so Minen, so Bouncing Paddy-mässige, aber ja, ich finde eben Leute, die so Zeug brauchen, eigentlich nicht so cool, weil es hat dann häufig damit zu tun, dass sie sich noch ein bisschen vercampen haben. Und natürlich wären sie äußerst hilfreich, jetzt, um zum Beispiel jetzt das A zu verteidigen von beiden Seiten. Dann merke ich, wenn jemand daherkommt, wenn einer so in die Luft geht. Aber eben, ich habe lieber das C4. Mit dem bin ich definitiv dynamischer unterwegs. Und schnell einen Titan ausknipsen beim Nebendurchziehen. Ja, das Game... Ja. Ich hoffe, es geht noch niemandem auf den Sack, dass ich ständig am Loben bin. Mir geht das Game noch nicht auf den Sack, und das ist doch auch ein guter Grund, das näher zu loben. Jetzt vielleicht noch ganz kurz für die Interesse haben an der Xbox 360-Version. Die Gerüchte, die in letzter Zeit oder in der letzten Stunde auftauchen, besser gesagt, bestätigen eigentlich, dass es genau der gleiche Inhalt wird haben wie die Xbox One und PC-Version. Da ist schnell ein kleiner Fail beim Aufklettern. Es funktioniert nicht immer so gut. So, finally.
Also, eben, Xbox 360 wird genau die gleichen Inhalte haben wie die One- und PC-Version. Das heisst, alle Waffen, alle Titans, alle Maps, alle Spielmodi. Und klar kann man jetzt sagen, eben Waffen und Spielmodi jetzt ja nicht ganz so viel. Aber es ist doch eine gute Neuigkeit, dass alles vorhanden wird sein. Jetzt die Auflösung ist sicher noch nicht ganz klar, weil auf der Xbox One ist es ja irgendwie mit 792p oder irgendetwas ganz Gespässiges, dass es auch mal höher ist als 720p. Leider tut es auf der Xbox One, gerade wenn mehrere Titans unterwegs sind, zum Teil erbärmlich ruckeln. Habe ich ja schon mal erwähnt. Und von dem her bin ich gespannt, wie die Xbox 360 das dann machen wird. Es wird vermutlich so sein, dass die Auflösung ein bisschen tiefer als 720p ist. Das spielt mir aber eigentlich keine Rolle, weil ich bin eher ein Fan von guten Bildraten bei so schnellen Games. Und darum hoffe ich, dass die Xbox 360-Version dann einigermaßen stabil wird sein. Weil wenn sogar die Xbox One eben zum Teil recht ins Stottern kommt, stellt sich dann die Frage, wie es dann bei der Xbox 360 aussieht. Ich bin aber sicher, dass einige von euch werden ziehen und dann bin ich dann definitiv gespannt auf das Feedback von euch und hoffe echt ganz fest, dass es auch ein geniales Game wird, weil jeder sollte eine Chance haben, das mal zu erleben, das Titanfall, die Dynamik, die geniale Steuerung und die recht abwechslungsreichen Waffen, aber auch die recht fiesen Burncards. Habt ihr das jetzt gesehen? Holy moly, der Typ. Von denen gibt es zum Glück auch nicht so viel und es ist ein bisschen verwirrend, man muss sich daran gewöhnen. Aber wenn man durch die Wände schauen kann, ist man zum Teil schon ein bisschen im Vorteil. Ist auch logisch. Jetzt, was ihr hier so metallisch hören, Klackeralben, das sind meine Füße. Ich habe nämlich jetzt Burncard verwendet, um mich in einen Spectre zu verwandeln. Und das Geile ist, der Typ, den ich beim B genommen habe, der hat das nicht wirklich geschnallt, oder beim Durchgang zum C, sorry, dass ich ein Gegner war und habe dementsprechend einen Vorteil gehabt. Jetzt, was natürlich ist, wenn du als Spectre deine Tarnung verwendest oder die allzu schnell und eben menschlich bewegst, ist ja klar, dass du nicht wirklich ein Spectre bist. Aber bei gewissen funktioniert das, dass sie es nicht schnallen und dass man so ein bisschen getarnt kommt. Ist doch noch schön, he? Also, jetzt zieht mich rein, ich werde langsam ein bisschen nervös, ich bin dort oben auf dem Box ein bisschen am Warten, es hat mich ein bisschen angeschissen und der hat es wirklich gut gemacht mit diesen Granaten. Dort habe ich mich jetzt zweimal eher semi-intelligent verhalten. Aber meine Rachegelüste motivieren mich aber wieder dort zurückzukehren. Und dann werden die Leute aber wieder von angenommen. Hier hat es ganz einen schönen Spot zum Durchschießen. Habe ich eher per Zufall gesehen, wo ich ADS war. Tut es einem ja auch Gegnernamen ziemlich gut zeigen. Und ja, also hier beim A, tut wirklich gut aufpassen, wenn ihr etwas zum Explodieren dabei habt, schiesst das Zeug hier rein, um den Spot mal ein bisschen rauszuputzen. Und dann sollte das dann eigentlich easy sein. Gerade wenn man das zweite eben wäre, ist das A einzunehmen super chillig. Extrem viel chilliger als das B und das C. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass der Gegner hat sich jetzt hier nicht unbedingt sonderlich angestrengt. Und in letzter Zeit ist mir das oft aufgefallen. Mit der Zeit werde ich dann ein bisschen übermütig und dann verrecke ich zum Teil auch. Aber das macht ja nichts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch ein ganz schönes Weekend. Ciao zusammen.